Deshtile, dies ist Tibet This Week, eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Schauen wir uns zunächst die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama eröffnete ein Gespräch über Leadership, a Compassion in Action. Seine Heiligkeit der Dalai Lama trifft sich mit Martin Luther King III. Und seiner Familie in seiner Residenz. Beginn der Haushaltssitzung des tibetischen Parlaments im Exil. EU äußert Besorgnis über die schlimme Lage in Tibet und fordert die sofortige Freilassung von Jiddu Rinpoche. Menschenrechtsverletzungen in Tibet auf der 55. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates thematisiert. Tibeter in Australien protestieren gegen den Besuch des chinesischen Außenministers. Vorrang für Menschenrechte vor Handel gefordert. New York und New Jersey Tibetan Association und regionaler VTAC-Vertreter bitten Senator Chuck Schumer um Unterstützung bei der Verabschiedung von Sektor 138. Eine Delegation von Frieden und Harmonie besucht das tibetische Exilparlament. Am Mittwoch dieser Woche traf seine Heiligkeit der Dalai Lama mit 14 jungen Führungspersönlichkeiten zusammen, die am Dalai Lama Fellows Programm teilnahmen und einer begleitenden Gruppe von geladenen Gästen. Das Dalai Lama Fellows Programm ist ein einzigartiges einjähriges Führungsprogramm für aufstrebende Entscheidungsträger des sozialen Wandels, das kontemplative Arbeit und bewusste persönliche Transformation mit dem Bestreben verbindet, positive Veränderungen in ihren jeweiligen Gemeinschaften herbeizuführen. With warm-heartedness and with smile, everywhere I go, warm-heartedness and smile, everybody become my friend. Not by force or money or just education, warm-heartedness. So I always say, talking, warm-heartedness. Since we, from our mother, provide us real warm-heartedness, nothing to do with religion. That I feel important. Seit dem Start des Dalai Lama Fellows Programms im Jahre 2004 haben mehr als 200 Fellows aus 50 Ländern daran teilgenommen. Am Montag dieser Woche erhielten Martin Luther King III., ein weltweiter Menschenrechtsaktivist und Sohn von Martin Luther King Jr. und seine Familie eine besondere Audienz bei seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama. So I always believe 7 to 8 billion human beings we are same. Now important is we have to think a common aim, world peace, through individual mental peace. Religion is personal matter, and race is also personal matter. Basically, we are same. Same way we born, now sooner or later, same way we pass away. So while we alive, we have to live happily with genuine face things of brotherhood, sisterhood. Seine Heiligkeit sprach zu der Besuchergruppe über die Notwendigkeit, unsere gemeinsame Menschlichkeit zu verstehen. Bei dem Treffen waren auch einige Vorstandsmitglieder des Dalai Lama Center in Vancouver, Kanada, anwesend. Nach der Audienz mit seiner Heiligkeit besuchte er die tibetische Zentralverwaltung, wo er und seine Delegation von Sejong Bemba Tseling von der tibetischen Zentralverwaltung im Gascha-Sekretariat empfangen wurden.
Während des Treffens gaben Sejong Bimba-Zeding einen Überblick über die politische Geschichte Tibets, die Situation in Tibet und die tibetische Gemeinschaft im Exil. Um die tibetische Freiheitsbewegung zu beleuchten, stellte Sejong die alten Verbindungen zwischen Tibet und China sowie Tibet und Indien vor und widerlegte den Anspruch der Volksrepublik China, Tibet seit jeher als seinen integralen Bestandteil zu betrachten und betonte, dass der Tibet-China-Konflikt durch den Ansatz des Mittleren Weges gelöst werden müsse, wobei das historisch belegte Tibet als eigenständige Einheit erhalten bleiben müsse. Martin Luther King III. Teilte Sejong während des Treffens sein Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem in den USA ansässigen Dalai Lama Center mit, um die Einheit der Menschheit zu fördern. Am Montag dieser Woche begann die 7. Haushaltssitzung des 17. tibetischen Exilparlaments für das Finanzjahr 2024 bis 2025, die vom 18. bis 30. März stattfinden wird. In seiner Ansprache betonte der Parlamentspräsident, wie wichtig es sei, die derzeitige politische und wirtschaftliche Situation in China zu nutzen, um die gerechte Sache Tibets voranzubringen. Angesichts der weltweiten Bedeutung, die der chinesisch-tibetische Konflikt durch das wohlwollende Handeln seiner Heiligkeit des Dalai Lama erlangt hat, ist dies ein entscheidender Moment zum Handeln. Der Sprecher betonte, dass die Einrichtung des tibetischen Exilparlaments seit langem ein Wunsch seiner Heiligkeit des Dalai Lama sei und stellte die Tagesordnung der Sitzung vor. Dazu gehörten die Vorstellung des Haushaltsplans, der Bericht des Ausschusses zur Überprüfung der Geschäftsordnung, der Bericht des Ausschusses für den Haushaltsvoranschlag und andere relevante Angelegenheiten. Sejong Bimba-Zeding, der amtierende Finanzgouverneur der tibetischen Zentralverwaltung CTA, stellte den Haushaltsplan 2024 bis 2025 der tibetischen Zentralverwaltung vor, der einen Betrag von 3.331,55 Millionen Rupien vorsieht. Auf der Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen hat die Europäische Union erneut ihre Besorgnis über die katastrophale Menschenrechtslage in Tibet zum Ausdruck gebracht und auf die Zwangsassimilation tibetischer Kinder in staatlichen chinesischen Internaten und die massenhafte Entnahme von DNA-Proben von Tibetern hingewiesen. Darüber hinaus wies die EU auf die Schikane, Einschüchterungen, Überwachungen und grenzüberschreitende Repressionen hin, denen Menschenrechtsverteidiger, Rechtsanwälte, Journalisten, unabhängige Reporter, andere Medienschaffende, Akademiker, Schriftsteller und Intellektuelle ausgesetzt sind. Die EU verurteilte nachdrücklich Ausreiseverbote, Hausarrest, Folter, Misshandlungen, rechtswidrige Inhaftierungen, Verurteilungen und das Verschwindenlassen von Personen, einschließlich der Überwachung an einem ausgewiesenen Ort, was Folter und Misshandlungen gleichkommen könnte. In der Erklärung betonte die EU gegenüber China, wie wichtig es ist, die Rechtsstaatlichkeit und den Grundsatz der Nichtzurückweisung zu achten und von jeglichen extraterritorialen Maßnahmen einschließlich Nötigung abzusehen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht stehen. Darüber hinaus bekräftigte die EU ihre Zusage, die Situation genau zu beobachten und forderte unter anderem die sofortige und bedingungslose Freilassung von Jeje Rinpoche, Anye Sengda, Goshirab Gyatso, Golo Balde, Dashi Dorje, Sangal Jamyang und Simgi Dömer. Der Vertreter des Tibet-Büros in Brüssel, Gen Kang, begrüßte die Erklärung der EU und brachte ihre Dankbarkeit zum Ausdruck. Am Mittwoch dieser Woche während der 55. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates forderte ein tibetischer Delegierter den UN-Menschenrechtsrat auf, sich umgehend mit den Berichten über Menschenrechtsverletzungen durch China zu befassen. Phuntsho Topgye, der UN-Advocacy Officer im Tibet-Büro Genf, gab auf der 55. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates eine mündliche Erklärung ab, in der er auf kritische Menschenrechtsfragen hinwies, die Aufmerksamkeit erfordern. Er äußerte sich besorgt über die systematischen Bemühungen Chinas, die kulturelle Identität der Tibeter auszulöschen. Topgye wies auf die Massenverhaftung von friedlichen tibetischen Demonstranten in Daege hin und forderte China auf, alle tibetischen Demonstranten freizulassen. For threatened peoples. Mr. President, this year marked the 65th anniversary of Tibetan National Uprising Day. For the past 6 decades, Tibetan people's human rights have been violated with impunity and urgently need council attention. As noted by UN experts, nearly 1 million Tibetan children are forced to attend residential school system, deprived of learning Tibetan language, history, and culture. China is also collecting Tibetan DNA samples and iris scan sample as part of large-scale control and surveillance mechanisms. This year also marked the 35th birth anniversary of 11th Panchen Lama Ginduchik Nyima, who was kidnapped by the Chinese authority in 1989 at 6 years of age, and since then his whereabouts are unknown. Just 4 days before the opening of this 55th
Human Rights Council session, Chinese authorities have made mass arrests of Tibetans peacefully protesting against construction of massive dam in Dege that would force two villages to vacate and destroy several Buddhist monasteries and ancient murals. Therefore, we call on China for unconditionally release of all the arrested Tibetan protesters. We also call upon China to stop the dam project, which is also detrimental fragile ecosystem of Tibetan plateau. We further call on China to respect the freedom of peaceful protesters, including individuals like Gompoki, and to refrain from using violence or arbitrary detention against them. Thank you. In einem dringenden Appell vor dem Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi in Australien in dieser Woche hat der Abgeordnete Ghamasinghe die australische Außenministerin Penny Wong aufgefordert, Gesprächen über die kritische Situation in Tibet Vorrang zu geben. Die Abgeordnete wies auf die eskalierende Unterdrückung und systematische Diskriminierung der Tibeter unter chinesischer Herrschaft hin und betonte, dass internationale Aufmerksamkeit und Maßnahmen dringend erforderlich seien. In einem Schreiben an den australischen Außenminister erklärt die Abgeordnete Ghamasinghe, dass der bevorstehende Besuch von Wang Yi eine wichtige Gelegenheit sei, um auf die sich verschlechternde Menschenrechtslage in Tibet Aufmerksamkeit zu machen. Da Australien bedeutende Handelsbeziehungen mit China unterhält, betonte die Vertreterin, wie wichtig es sei, Menschenrechtsbelange in die bilateralen Gespräche einzubeziehen, um eine gerechtere und ausgewogenere Beziehung zwischen den beiden Nationen zu fördern. Am Mittwoch dieser Woche protestierten Hunderte von Tibetern und Tibet-Unterstützern aus ganz Australien gemeinsam mit Aktivisten aus den Gemeinschaften der Uiguren, Hongkong und Falun Dafa vor dem Parlamentsgebäude gegen den Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi in der australischen Hauptstadt Canberra. Tibeter und Tibet-Unterstützer aus ganz Australien forderten die australische Außenministerin Penny Wong auf, die Menschenrechte über den Handel zu stellen und die chinesische Führung für ihre Gräueltaten in Tibet zur Verantwortung zu ziehen. Die Demonstranten sandten eine deutliche Botschaft an China und die australische Regierung. Menschenrechte sind nicht käuflich. Die Co-Vorsitzende der australischen parteiübergreifenden Parlamentarischen Gruppe für Tibet und Senatorin der Grünen, Jeanette Rice, richtete sich an die Versammlung und forderte sowohl Außenministerin Penny Wong als auch den Schattenaußenminister der Opposition Simon Birmingham auf, bei ihrem Treffen mit Wong dringend die Menschenrechtsprobleme anzusprechen. Zu den anderen Mitgliedern des Parlaments, die sich dem Protest anschlossen, um ihre Solidarität und Unterstützung für die Tibeter und andere Opfer der KP China zum Ausdruck zu bringen, gehören Senatorin Lydia Thorpe, Senator Dean Smith, Senator Jordan Steele-John, Andrew Walls MP und David Giltspie MP. Der chinesische Verbindungsoffizier des tibetischen Informationsbüros Dao Sangmo wies auf das jüngste Vorgehen gegen die friedlichen tibetischen Demonstrationen im Kreis Dege in der traditionellen Provinz Kham hin und forderte die chinesische Regierung auf, alle Tibeter, die bei den Protesten in Dege inhaftiert wurden, unverzüglich und bedingungslos freizulassen. Die australische Außenministerin Penny Wong sagte auf einer Pressekonferenz nach dem Treffen: Ich habe die Besorgnis Australiens über die Menschenrechtslage auch in Xinjiang, Tibet und Hongkong zum Ausdruck gebracht. As you would expect, I raised Australia's concerns about human rights, including in Xinjiang, Tibet and Hong Kong. Am Montag dieser Woche trafen sich Vorstandsmitglieder der Tibeter-Vereinigung von New York und New Jersey und Vertreter der regionalen VTEC-Mitglieder mit Dantip Kaur Sawhney, Programmdirektorin im Büro von Senator Chuck Schumer, um die Unterstützung des Senators bei der Verabschiedung von Sektor 138 zu erbitten. Die Programmdirektorin Dantip Kaur Sawhney wurde während des Treffens über die Rolle der Tibetan Association informiert und bat sie um Unterstützung bei der Verabschiedung des Tibet-Gesetzes im Senat durch Senator Chuck Schumer. Am Donnerstag dieser Woche berief die stellvertretende Sprecherin Jama Tsering-Dekang ein Treffen mit der Delegation von Peace and Harmony unter der Leitung von Sri Bibhuti Kumar Mishra, dem nationalen Vorsitzenden von Akhil Bharat Rajanatmak Samaj, ein. Die Delegation erhielt eine umfassende Unterrichtung über die Entwicklung, die Funktionsweise und die Zusammensetzung des tibetischen Exilparlaments. Die Besucherdelegation hatte Gelegenheit, die laufende Sitzung zu verfolgen, wo sie von der Versammlung herzlich begrüßt wurde. Sri Bibhuti Kumar Mishra ist der nationale Präsident von Akhil Bharat Rajanatmak Samaj in Neu-Delhi. Die von der Gandhianer Sozialarbeiterin Dr. Nirmala Deshpande, ehemalige Abgeordnete, gegründete Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, Frieden und kommunale Harmonie weltweit zu fördern. Vielen Dank fürs Schauen und bis nächste Woche.